Link ist ziemlich müde, ich bin es zwar eigentlich auch, aber davon lassen wir uns nicht beeindrucken, Freunde, und vor allem nicht unterkriegen. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Legend of Zelda Skyward Sword Hero Mode. Ja, der 6 Herz One geht weiter. 6 Herz One. Link, du bist da im falschen Spiel irgendwie. Wieso? Du musst mal kurz ein bisschen hinsetzen, denn das ist, du hast, naja, links oben, ja, verstehst schon. Mal links oben, willst du mal verarschen? Ja, auch. Komm, jetzt setz mal, Link, hinsetzen, das ist ein Stuhl. Ja, aber das geht nicht. Wieso geht das nicht? Du musst pennen. Ja, dann pennen doch mal kurz. Ja, das geht viel besser. Dankeschön. Ich muss immer noch eine Stimme für Link finden. Na, was soll's. Ja, Leute, es geht weiter hier im 6 Herz One. Jetzt gefällt es mir auch wieder besser. Und zwar haben wir in der letzten Folge natürlich das mit der blauen Vogelfeder völlig versäumt. Das geht mal überhaupt nicht. Und, naja, das hier mit dem Schätze, Verkäufer, Schika-Stein bei Nacht hier im Wolkenhort, das geht wohl erst dann, sobald Morsego wieder ein Mensch ist. Tja, habe jetzt ein bisschen gespoilert, aber für diejenigen unter euch, die bereits mein erstes Skyward Sword Let's Play gesehen haben, dürfte das sowieso nichts Neues sein. Na gut, so. Wo war das noch stehen geblieben? Ach ja, genau da. In der letzten Folge haben wir hier noch die Wien-Propeller richtig ausgerichtet und damit bewirkt, dass der Turm des Himmels, oder Turm des Lichts, glaube ich, heißt der, na, dass da etwas aktiviert wurde. Und was genau, das schauen wir uns jetzt mal an. Link, schneller hoch, komm schon, und hopp, 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 und schon ist er oben. Genau hier. Und was können wir hier mal machen? Genau, die Lyra zücken und ein bisschen spielen. Ja, ich muss sagen, es bringt viel. Wir sind richtig gut, was? Ja, wir sind zwar richtig gut, aber es hat nichts bewirkt. Oh mein Gott, was haben wir falsch gemacht? Mal kurz hier schauen, was steht denn da Schönes? Mit Licht soll dem Helden, der im hellen Schein die Hymne der Göttin spielt, der Weg gewiesen werden. Tja. Die Hymne der Göttin spielt, aber was ist denn jetzt los? Ah, jetzt erst. Oh, meine Fresse. Ich war zu weit in der Mitte, das darf wohl nicht wahr sein. Ich singe, du spielst. Was für ein wunderschönes Liedchen! Uns soll der Weg gewiesen werden. Der Weg wohin wohl? Der Weg in den Sturm. Gebieter, ich spüre, dass sich am Ende dieses Himmelslichtstrahls Hinweise den 3 Flammen befinden. Ich würde daher empfehlen, ihn näher zu untersuchen. Danke, Fei. Ja, Leute, wir haben es geschafft. Also ein bisschen seltsam am Anfang, aber naja. Hauptsache, wir haben es geschafft, nicht wahr? Und es geht jetzt weiter im Text. Wir haben so eben noch die blaue Vogelfeder nicht gefunden. Ich will verdammt nochmal einen starken Schild haben. Naja, was soll's. Hallo, Vöglein? Einmal. Hallo, bleib stehen. Zweimal. Hehehe. Ja, ja, Michael, der Insektenfänger. Du. So, der auch noch. Und bam, noch 5 Rubine. Dankeschön, Dankeschön. Und hier auch noch direkt. Nochmal 5 für uns. Sehr schön. Hier noch ein paar. Wer hat noch nicht? Wer will nochmal? Komm her. Ich sagte, komm her.
Dankeschön. Und da war, was war da noch? War da auch so ein Baum zum Anrempeln. Genau, 211 Rubine. Und schon geht's weiter. Mit der Hauptstory. Juhu. Wir verlassen den Wolkenhort und begeben uns zu einem Gebiet, das uns zwar relativ unbekannt ist, aber nicht der Göttin. Yeah. Oh, 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 oh. Nein, genau so verhindern. Ein Taifun, wie bei The Wind Waker. Nur hier haben wir ein bisschen... Das sieht besser aus. Link. Aurora, Hilfe, wo bist du? Der kann doch schon. Dankeschön, mein treuer Vogel. Wow, okay. Der Wind ist gegen uns. Nein, schon wieder. Voll vorbei. Tralalala. Ich hab Herzen verloren durch das? Echt jetzt? Verwirrung? Und dann kommen die Scheißviecher wieder. Oh, da erinnere ich mich auch noch. Hallo? Nicht 4 Herzen waren, ich will 5 Herzen. Wieso kann ich nicht mehr? Ich sitz doch. Wow. Und einer ist futsch. Wow. Und der zweite kommt. Nicht mehr? Doch, und der dritte. Okay, der dritte will nicht. Wow, weg da, weg da. Ich muss darüber. Ich muss darüber. Und noch einer ist down. Das gibt's ja wohl nicht. Ey. Was wir hier alles zerlegen, ey, ist ja unglaublich. Und wir müssen darüber sind wir. Und so müssen wir da hoch. Naja, nicht wirklich, aber hier hat es etwas. Oh. Ups, das geht erst später. Da unten hat es auch noch etwas. Ich weiß gar nicht mehr, geht das jetzt schon oder erst später? Ich glaube, das war auch erst später, wa? Ich glaube. Egal. Spring! Aurora? Dankeschön! Sturzflug und runter! Hier ist also unser Ziel, Freunde. Nur dieses Ziel ist ein bisschen versperrt, wie ihr seht. Ja, wir kommen da nicht so leicht rein. Aber das dürfte eigentlich für uns kein großes Problem darstellen. Denn das Geheimnis befindet sich hier. Im Steingarten. Da müssen wir rüber. Gebieter, ich habe etwas zu berichten. Diese Insel ist mir bekannt. Man nennt sie die Stätte der Lieder. Die Göttin selbst hat diesen Ort für dich geschaffen, Gebieter. Was, für mich? Mir ist jedoch nicht bekannt, wie das Erreichen des Turms möglich ist. Ich empfehle dir, die Umgebung nach einer Möglichkeit zu untersuchen. Okay, Freunde, jetzt wird gleich mal ein bisschen gerätselt. Denn um diesen Weg da zu erreichen, müssten wir die verschiedenen Plattformen hier richtig positionieren. Sprich, der da muss dann nach links, ja, schon nach links, aber halt in die Mitte. Dann der da außen ebenso da in die Mitte und der da genauso und, also, sprich der da, genau der da. Und somit fehlt noch keiner mehr. Und somit haben wir alle 3 Wege komplettiert und können da durch das kleine Loch durchkriechen. Nur wie geht das? Ist ein bisschen heikel und ich hoffe, ich kann es noch. Vor allem so, ja fast schon, ja, vorzeigemäßig, sprich halt der Vorführeffekt. Drehe das zentrale Podest. Vervollständige die Brücke und betritt die Stätte der Lieder. Okay. Und zwar, ganz genau, ihr seht schon hier diese Art Stopper. Ich glaube, sowas war das noch, oder? Wir haben hier, Moment, ich zeige es euch gleich mal kurz. Hier können wir das Ganze bewegen. Und zwar immer um eine Position. Genau, es bewegt sich nur einer, weil die anderen 2 sind gerade blockiert. Ah, ich weiß noch, wie es geht. Ich weiß noch, wie es ging. Ich weiß es noch. Gut, bis hierhin. Wieso ich das nur bis hierhin mache? Seht ihr das hier? Diese Stelle hier? Das ist auch so eine Art Stopper. Und dieser Stopp werde ich gleich mal aktivieren. Mal gucken, war das der obere? Yep, es war der obere. Jetzt habe ich ein Problem und zwar der mittlere da. Der wird sich gleich bewegen, glaube ich zumindest. Muss mal kurz gucken. Muss ich da bis dahin? Ach du Scheiße. Und 2, nicht wahr? Der eine ist bereits hier unten. Bis dahin, der bleibt ja jetzt so. Wenn ich jetzt drehe, würde ich mal behaupten, dann würden sich dann 2 bewegen. Das sprich auch drehen. Ja, nach unten. Genau. Das heißt, einer ist richtig. Das Problem ist jetzt eben nur, dass die anderen 2 nicht richtig sind. Tja. Drehe noch einmal. So, ist wieder einer richtig. Und zwar der erste.
Der letzte bleibt dazu, wenn er ist. Jetzt muss ich das Ganze aber ein bisschen anders machen. Und zwar so, jetzt dreht der sich bis dahin. Das wäre gut so, aber das Ganze richtig timen, nicht wahr? Bis hierhin bewegen sich alle ja wieder. Naja, muss ein bisschen umprobiert werden, bis ich da endlich durch bin. Etwas gefällt mir aber hier gar nicht. Wenn ich den mache, dann kann ich alle in eine Position bringen, das stimmt, aber vor allem den hier erstmal. Wieso? Das seht ihr gleich. Komm schon, komm schon. So, jetzt noch einmal. Gut, jetzt habe ich zumindest mal die 2 in einer Position. Das ist sehr schön. Jetzt der dritte, wenn ich das aber mache, dann... Das ist aber ein bisschen dämlich. Ich müsste zuerst den dritten. So geht's aber auch nicht. Natürlich geht's. Natürlich geht's. Ich Obertrottel. Ich Vollpfosten. So, jetzt geht der. Jetzt geht der. Jetzt geht der. Gut, nein, scheiße, bin ich eins zu weit. Jetzt bin ich eins zu weit. Was kann nochmal? Ich hoffe, ich habe das gerade richtig überlegt. Denn mein Ziel ist ja eigentlich jetzt den ersten und den dritten. Ja, ich weiß, die Ausdauerleiste, den ersten und den dritten auf der gleichen Höhe zu haben. Ah, jetzt, gut. Wieso, das seht ihr gleich noch. Ich muss mal kurz gucken, wie gesagt. Nicht, dass ich... Mann, Link! So, geht doch. Das mache ich gegen die 2 weiter. Genau, jetzt bringe ich noch den dritten in Position. Sehr schön. Ich mache glaube ein bisschen umständlich, ich weiß, aber Hauptsache es funktioniert, nicht wahr? So, noch einmal. Gut, sind alle 3 richtig, sehr schön. Jetzt den anderen Schalter aktivieren. Auf mir aus kann es auch der sein, spielt keine Rolle. Dann jetzt noch einmal schieben. Sehr schön, jetzt kann ich wieder den rechts außen, weil den brauchen wir jetzt nicht mehr. Gut, und jetzt alle 3 in eine Position bringen. Link bewegen, mach doch endlich mal, wenn ich es sage. Einmal, zweimal, wir haben es gleich, wir haben es gleich. Ah, sehr schön. Ein kleines Rätsel zu finden ist doch sehr schön gemacht. Und das ist die Lösung des Rätsels, Freunde. Alle 3 in eine Position bringen. Und mit diesen Stoppern geht es eigentlich recht einfach, zumindest mal 2 in eine Position, also 2 Steine hier in eine Position zu bringen und den dritten dann halt, ja, noch so auf den Weg zu bringen, sprich da halt richtig hinzudrehen. Wie auch immer, wir sind endlich da in der Stätte der Lieder. Hier kann ich abspeichern, erst später. Für den Fall, dass die Folge für den Fall, dass das Spiel abstürzen sollte, wohl eher die Capture-Karte und... Genau, diese Folge dann halt nicht irgendwie aufgenommen werden sollte. Naja, wie dem auch sei, wir machen hier weiter. Und zwar da drüben wieder mal so ein Teil zum Aktivieren. Bam! Also dann. Göttin Hylia, erzähle uns, was du zu berichten hast. Da ist sie, die Göttin. Oder wohl eher ein Abbild von ihr selbst. Gebieter, ich habe dir etwas zu berichten. Als du das Wappen mit dem Himmelstrahl berührtest, hat die Göttin zu mir gesprochen. Gebieter, lausche nun der Botschaft der Göttin. Sucher der göttlichen Flammen, lausche meinen Worten. Ich werde dich von jenseits der Zeit führen. 3 göttliche Flammen gibt es. Um sie zu finden, bedarf es der 3 göttlichen Schätze. Um diese Schätze zu erhalten, musst du mehrere Prüfungen bestehen, die dich ihrer würdig erweisen. Ja, wie auch immer. Ja, nicht wahr? Ist doch immer so. Erfülle deine Bestimmung, unterstützt von der Kraft der göttlichen Schätze, und du wirst die göttlichen Flammen erblicken. Nun nimm dieses Lied und begib dich in den Wald von Falvon, wo dich die erste deiner Prüfungen erwartet. Alles klar, spielen wir drauf los!
Dieses Lied heißt Fahores Mut. Ein Lied des Mutes, das ich führen wird, Gebieter. Wir haben es geschafft, du hast die Fahores Mut eingeprägt. Ja, ich frage mich vor allem wie. Ich meine, hat Link irgendwelche Noten vorgesagt gehabt? Nö, er hat einfach mal in die Seiten gezupft. Egal, war irgendwie ein seltsames Lied, aber ja, trotzdem recht schön. Schaut erstmal ab. Gebieter, um die heiligen Flammen zu erhalten, musst du mehrere Prüfungen bestehen, die göttlichen Schätze finden. Hast du schon mal? Ah nein, hat sie ja gesagt. Ich werde Fahores Mut für dich aufbewahren. Mit Aurasuch kannst du den Eingang zur Prüfung finden. Brich nun auf zum Wald von Phyrone. Das werde ich. Das werden wir tun, Leute. Auf geht's. Oh, yes. Ja, ich weiß auch, wo sie ist. Da drüben. Ich weiß auch, wo die Prüfung ist. Ich weiß doch alles. Ich bin doch nicht bescheuert. Das ist nicht bescheuerter als sonst, aber... Naja, Wald von Phyrone. Ich überlege gerade, gibt es hier noch was zu tun für Groose, die Ausdauertränke, aber ehrlich gesagt gerade gar keinen Bock. Die blaue Vogelfeder ist ein Thema für sich, wie gesagt. Ja, gibt es hier sonst noch was? Nö, eigentlich nicht, wahr? Okay, tschüss, wir gehen wieder. Aurora. Bin schon da, Mann, bin schon da. Oh. Da kommt wieder das Empfangskomitee. Ach du Scheiße. Was ist das überhaupt? Planierraupen, die fliegen können, WTF! Und ausgewichen. Oder wohl eher ausgeflogen. Geil, Mann! Ups, hab gar keine Vogelfeder mehr. Also sprich da halb von Aurora, versteht ihr? Wegen Ruckzuckieb! Und weiter geht's. Zurück in unsere Welt, weil es uns hier doch so gut gefällt. Ah ja, der Spruch ist auch überhaupt nicht alt, nicht wahr? Nö, habe ich noch nie gebracht. So, wow, genau wie der Wirbelwind uns noch nie getroffen hat. Hallo. Oh, der Ball auf uns. Voll vorbei. Haha. Du Trottel. Sonst habe ich glaube ich alles soweit gemacht, wenn ich mich richtig erinnere. Uns fehlt der heilige Schild noch, den wir da kaufen könnten, aber der ist ja ein bisschen schweinemäßig teuer mit 500 Rubinen. Das dauert noch ein bisschen, bis wir da hinkommen. Also sprich, bis wir den uns leisten können. Leisten. Man muss sich alles leisten. So, was mache ich jetzt noch kurz? Mal gucken. Gibt es was Neues zum Aktivieren? Irgendwie Sidequest-mäßig oder sowas? Weil sonst würde ich mich bereits mal zum Wolkenhort hinabbegeben. Die haben hier nix, der hat auch nix, also blöd zu grinsen. wie immer, ich hasse es, ja. Die ist gelangweilt wie immer, der ist am Mechen wie immer, am Machen wie auch immer. Und ich setze mich mal hin. Den Rücken zu ihm und trotzdem quatscht er mich an. Getränkelladen, klar doch mal, wieso nicht? Das wollte ich hören, also dann, hoch die Tasten, Jungspund. Glu, 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 glu. Ja, war echt lecker. Und dieses Gebräu hier ist ja fantastisch, richtig lecker und fruchtig. Ist sicher irgendwie eine Kürbissuppe. Oh, sag bloß, ich dass ich etwas zu sagen habe. In der Unterschule der Besuchs lernt man den richtigen Umgang mit Wolkenvögeln. Wenn du ein echter Vogel wirst, kannst du, wenn du ein echter Ritter wärst, meiner, du weißt schon, was ich meine, wa? Naja, unser Flugreiter heben und nachts kannst du eben nicht fliegen, ne? Ist leider so. Ja, ich habe auch einen Enkel. Ja, schön für dich. Das sind uns gar nicht die Bohnen. Verdammt, ich will einen harten Eisenschild haben. Blaue Vogelfeder. Okay, ab nach Phyrone. Endlich mal. Das schaffen wir noch. Zum Ende der Folge hin, Freunde, schaffen wir das noch. Oh, ho, hi, huha. Aua. Hi, huha, huha. Was gerade Link? Ich weiß es nicht, Mann. Ja, das weiß ich auch nicht. Bei dir weiß man doch nie. Holy shit. Ja, das würde ich auch sagen. Und ich habe gerade noch was gesehen. Etwas gesehen, was eigentlich nicht sein sollte. Und zwar die Markierungen hier. Brauchen wir nicht mehr. Zack, zack. Nein. Weg, weg, weg. Weg da. Was? Na klar, da aus. Die Truhe könnte ich öffnen. Nein, ich hab's vergeigt. Nein. Mache später. Das sind sorry, Leute. Oh, ich dachte, ich könnte die Untertruhe auch nicht öffnen. Na, egal. Okay, dass sie öffnen können, von mir aus.
Weil auf diesem Turm da, bei der Stätte der Lieder, gibt es halt 2 Truhen. Eine ist oben auf dem Gipfel, also sprich auf dem Dach, und die andere ist gerade unten. Und die hätte ich wohl öffnen können bereits. Naja. Ist eh nichts Wichtiges drin, deshalb machen wir das später. Und suchen den Eingang zur Prüfung, aber erstmal auch eine blaue Vogelfeder, verdammt nochmal. Du musst mal kommen, Mensch. Ja, und drücke so. Ja, Siegelhain, geht's auch hier? Habt ihr auch welche? Nö, haben nur hinten gehabt. Soll ich hier hinreißen? Ja, sollst du. Eine andere Möglichkeit wäre halt... Wow! Ich würde noch mal zum ersten Tempel gehen, weil da würde sie auch theoretisch noch eine blaue Vogelfeder haben. Spürt das Portal in der Nähe? Ja, da musst du suchen, Gebieter. Fjauras Mut. Lauras Mut, wie auch immer. So. Ja, und hier soll es auch blaue Vögel haben und was. Hat's mal geheißen. Also ganz ehrlich, ich sehe da nichts. Normale Vögel sehe ich, ja, aber blaue Vögel, nö. Und 2 auf einmal. 2 Vogelfedern erhalten, du bist der King, Mann. Ja, der King der Vögel, aber ich würde gerne ein paar blaue haben. Jetzt kurz abwarten, müssen die gleich wieder kommen. Gleich. Da ist doch kein Blauer dabei, was soll der Mist? Da ist kein Blauer dabei. Das ist doch fies, Mann. Oh ja, wo geht's denn überhaupt hier schon wieder lang? Ja, da geht's da lang. Da ist ja auch nichts gewesen mit Vögeln und so. Mann! Dann muss ich an den richtigen Ort hin. Ja, das gibt's einfach nicht. Das gibt's einfach nicht. Diese blaue Vögel treiben mich in den Wahnsinn. Also ja, angeblich soll es hier auch blaue Vögel geben. Wenn ich mich richtig erinnere, habe ich hier auch schon mal eingefangen. Aber das ist wohl schon eine Weile her. Ja, komm her, Aurora. Hier bin ich doch schon, Gebieter. So, nochmal zurück. Ja. Und nochmal runter da. Und zwar ins richtige Portal diesmal. Also sprich zur richtigen Vogelstatue. Die wäre dann mal da oben gewesen. Also sprich, es hat er 2, den da und den da. Moment mal kurz, ich glaube, ich hab's was. Ich hab was! Ich erinnere mich wieder, wo es noch Vögel gehabt hat. Ich weiß aber nicht, ob es blaue Vogelfedern waren. Aber es hat dann noch Vögel, da weiß ich noch. So, hier wäre zumindest mal der richtige Platz für das Portal später. Das Teil ist da unten. Sprich, da unten, genau. Da ist ein blauer. Da ist ein blauer. Unglaublich. Da drüben war es, genau. Da mache ich jetzt noch kurz in der Folge. Ist auch schon wieder fast Überlänge, aber das leiste ich mir jetzt einfach. Und ich hoffe mal, die haben nichts dagegen, wenn ich mir das leiste. Hier, das Reich der Kuck ist jetzt doch auch Vögel. Wieso sehe ich keine Vögel? Wieso sehe ich keine Vögel? Ich hätte wetten können, dass... Oh, das gestaltet noch schwierig, Leute. Dann habe ich noch einen Ort, da gehe ich jetzt auch noch kurz hin. Wenn da auch nichts ist, dann... Naja, dann lass es und wir gehen halt in die erste Folge direkt hier weiter. Sprich da halt... Mit dem Portal. War jetzt das andere... Wow, sind bereits neue Pflanzen aufgetaucht. Wow, das war knapp. Alter, verdrängt das so viel! 3 Hiebe braucht der mit dem mit dem Schwert der Göttin, hey. Ich hasse dich und deinesgleichen. Mann, ey, da waren auch ein paar Vögel, aber keine blauen. Da unten hat es noch Vögel, oder, gehabt, dachte ich. Aber blaue waren es doch auch nicht. Ja, hallo. Hallo, die Herren Pflanzen. Wie geht's auch so? Gut, danke. Es hat die Flügel. Wo sind die blauen? Wo sind die blauen? Ey, jetzt 5 Vögel und keiner davon ist blau.
Wollt ihr mich verarschen? Mann, ey. Ja, hier ist irgendwo eine Höhle nach mit einem Herzteil, aber ist mir gerade auch egal. Mann, ey, was soll das? Da verarschen mich sogar Vögel. Wie tief bin ich gesunken, dass mich schon Vögel verarschen? Ne, jetzt mal im Ernst. Ach, was soll's. Ich speichere hier noch kurz und dann in der ersten Folge geht's direkt zum Portal. Ich hab keinen Bock mehr. Sollen sich doch die blauen Vögel verpissen, ey. Mann. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen. Mann, ey.